Meng deichter hemischt. Wien aus dem Märder vom Franz Pomerei. Meng deichter hemischt aus den historischen True Crime Podcast vom Letzebäuer Wort. Dieser Podcast basiert auf tatsächlichen Evenementen, die aus Zeitungsartikeln und Originaldokumenten aus dem Enquetendossier so weit wie möglich rekonstruiert werden. Kurz nach einer Message ehrt mal aufhängen. Wir werden an diesem Podcast ganz explizit über massiv sexualisiert Gewalt, Mord und Homophobie schwätzen. Das sind Sachen, die verstehen können und auch Angstzustände auslösen. Lauscht euch just, wenn ihr euch selber stabil genug fühlt, für damit eins zu gehen. Und da aber Sachen sind, wo ihr nicht sicher seid, ob das ihr nicht mehr belastet könnt, wie gut für euch ist, da lauscht der Podcast am besten nicht allein. Holt euch eine Person dabei, die ihr gut kennt und der ihr vertraut. Wir, das sind Sabrina Backes und Steve Frömmisch aus der Redaktion vom Letzebäuer Wort. Und an diesem Podcast weisen wir euch, wie deichter als hemischt wirklich ist. Willkommen an unserer 8. Episode. Am Juli 1906 geht an der Petrus ein junger Mann totgemacht. Das ist der Franz Pomerei, knapp 16 Jahre alt. Hier ist Victim von einem Sexualmord, den ganz Land schockiert. Den Untersuchungsrichter, den Enquete lädt, dreht jahrelang allstehen einzeln. Geht alle Rümme mit einer beeindruckender Präzision auf den Fond. Es gibt eine Spuren. Verschiedene sind vielversprechend, andere Männer. Aber alle gut sind sie ein Produkt von ihrer Zeit. Einer Epoche, wo zu Lützeburg vieles ernst war. 8 Jahre nach Mord gelingt dann endlich eine große Coup. Den 31. Mai 1914 geht den Alexandre Pierre Viot zu Bresel verhaftet. Wir erinnern uns. Er ist von den 2 französischen Deserteuren, die den Abend vom Mord zu Lützeburg an der Stadt und zu Diedling waren, an diese Stufe verdächtig gemacht hatten. Den anderen von denen 2, der René Foch, war ja schon 1910 geputzt gehen, auch zu Bresel. Er hat hier aber Chance an den nötig ersten Stips gemacht, ehe er konnte Lützeburg ausgeliefert gehen. Der Foch aus demals fix zurück auf Frankreich gegangen. Hat gemeint, er wäre für die Lützeburger Enqueteure sicher. Mit der Rechnung ist nicht abgegangen. Ein Lützeburger Gendarm hat ihn zu Metz abgesperrt und festholen gelassen. Aber Ende konnte ihm vor den Mord um Pomerei nicht nachweisen. Und es hat ihn Remisse laufen lassen. Die Geschichte haben wir in der 6. Episode am Detail erzählt. Der Foch ist also definitiv ein lusche Gesell. Mir am wichtigsten ist für uns aber das, was hier für uns Haie gesucht sollen. Einmal zu Bresel und einmal zu Metz. Ihr wisst, wen der Mord zu Lützeburg begangen hat. Aber hier ging es nicht verraten. Bei einer anderen Gelegenheit geht hier dann trotzdem an den Detail. Der Mörder wird der Viot. An den er so verhaftet. 8 Jahre nach Mord geht es also ein neuer Moment. Die Polizei von Bresel guckt routinemäßig die Fremdenregister an. Und am Quartier Saint-Gilles stößt bei einem Polizist, dem Alexandre Pierre Viot, seine Nummer an. Den ist wegen seinem Mord zu Lützeburg gesicht. Damit geht der Pomerei-Mord dann noch an der Belgischer Präsentthema. Der Viot kommt zu Bresel, genau wie der Foch für ihm unter falschem Namen mit einer französischen Frau. Der Schneiderin Marie-Louise Chanoine. Der Prokureur Georges Faber schickt direkt ein Telegramm auf Bresel. Der Viot soll mit den Depositionen von Léon Faure und von Louis Baudin konfrontiert gehen. Das waren die 2, mit denen der Faure über den Mord und über den Viot geschwärzt hat. Zweitens soll der Viot seine Deklaration d'arrivée von Diedling vorgelöscht kriegen. Das ist schließlich der Beweis, dass er in der Zeit vom Mord zu Lützeburg war. Und drittens soll eine Perquisition beim Viot und beim Chanoine an ihrer Wohnung an der Rue d'Angleterre zu Saint-Gilles gemacht gehen. Er soll um Pomerei ein Foto an dem seinem Abendspiegelchen geguckt gehen. Die hatte mehr dann nämlich Schmott geholt. Die Rue d'Angleterre lädt übrigens direkt gegenüber von der Gare de Midi zu Bresel. Das war damals ein Platz, wo sich ziemlich viel komische Leute rumgedreht haben. Da so nach heute bist so. Viertens soll auch Marie-Louise Chanoine gehört gehen. Die Bresler Polizei soll aber klarstellen, dass sie nicht, wenn es den Mord zu Lützeburg Gesicht gäbe. Sie soll dann noch gefragt gehen, ob der Viot nicht irgendwann einmal Konfidenzen zu einem Mord gemacht hat. Zu Bresel geht das dann alles umgesetzt. An das Keier mat wesentlich mehr seriös wie die Keier für Dr beim Fach. Et wollt den sich wohl net nach ein Kehr für an der Lützeburger Justiz blamieren.
Dem Vio sein Geschicht ähnelt dem Forchsänger Naval Ferm. Auch hier versicht genau wie sein Kompagnon Fedro dem Bresler Untersuchungsrichter Geschichte von der Gringer Geest zu erzählen. Hier wie nie zu Lützeburg gewirrscht und natürlich auch komplett falsch, dass hier eine Mord begangen hat. Der 6. Juli 1906, also den Tag vom Mord um Franz Pommerel, wie hier bei seinem Regiment, dem 64. zu Anceny gewirrscht. Dafür hat er sein Livret Militär verloren. Vielleicht wäre ja ein anderer mit seinem Bischelchen zu Lützeburg in der Weg gewirrscht. René Faure ging hier genauso wenig kennen wie Léon Faure oder Louis Baudin. Ich kann noch absolut nicht nachvollziehen, worauf die an ihren Aussuchen ausspielen geben. Außerdem wir hier bis das Jahr noch nie an der Belsch gewirrscht und noch überhaupt nie zu Diddling. Er hat auch gar keine Idee, wie sich da mit seinem Namen an Fremdenregister angedrohen hat. Das wäre da bestimmt der gewirrscht, den ihm sein Armeesbüchelchen geklaut hat. Der Vio mischt also das, was Leute, die etwas zu verstoppen haben, noch mal gerne machen. Möchte sich noch mehr verdächtig. Der Lützeburger Untersuchungsrichter lässt parallel dazu auch auf Frankreich enquetieren. Und sie schon Dame fand dann heraus, dass die Vio tatsächlich beim 64. Regiment war. Aber nicht am Juli 1906, wie der Franz Pommerel zu Lützeburg tot gemacht wurde. Es weist sich, die Vio war der 7. April 1905 als Volontär an die französische Armee angetreten. Und eigentlich hat er sich für 4 Jahre verpflichtet. Zwischen dem 10. und dem 15. Juni 1910 hat er Freigang. Auch von dem profitiert er, für ein Mick zu machen. Wenn wir heute wissen, zusammen um René Faure. Weit gehen darauf hin als Deserteure gesicht, also verstoppen sich in der Belsch und noch kurz zu Lützeburg. Zurückkommen aus der Vio den 16. August 1906. Tatsächlich geht dann auch dem Vio seine Lebensgeschichte ganz am Detail also nie geholt. Von seinem Geburtsschein bis hin zum Tod von seinem Pap. Und dabei entlarvt sich Englische oder andere. Zu Bresel geht dann noch dem Vio seine Freundin Marie-Louise Chanoine verheiratet. Den 9. Juni 1914. Sie kommt doch aus Frankreich und ist eine ausgebildete Schneiderin. De Vio hat sie am Januar 1913 zu Nantes kennengelernt, also lang Nummort. Zusammen mit ihm will sie auf Bresel kommen, für eine Arbeit zu finden. Zu Bresel hat de Vio eine Erbschaft von 3000 Franken von seinem Money gekriegt. Und erzählt hat der Vio just vor seiner Armeeszeit in Algerien. Die hat hier stark markiert. Aber es wird nie von Lützeburg jetzt gewirrscht. Und auch eben nie von einem Mord oder einem Pommerel. Einem Fremden sein Arbeitsbüchelchen hat auch noch nie bei ihm gesehen. Der Vio wird von der Polizei fotografiert und noch seinen Fangeraufträge geholt. Der Fisch fand sich heute noch am Dossier. Die 3 wichtigsten Zeugen, die der Pommerel 1906 wahrscheinlich mit seinem Mörder gesehen hatten, kriegen ein Foto 4 gelöscht. Den Eduard Rausch, ein 19 Jahre alter Koffer, sagt, nee, den auf der Foto hätte er noch nie gesehen. Was wir mittlerweile noch lang hier. Dafür kennt er noch nicht wirklich etwas zu der Foto suchen. Beim Bijoutier Paul Prost, bei dem der Pommerel mit seiner Ohr war, ist das auch nicht. Der sieht, der Mann auf der Foto wie ihm nicht unbekannt. Aber von wo, auf wen nie kennt er nicht suchen. Das ist also quasi ein vielleicht. Spannend geht es beim dritten Zeichen, dem Pierre Kempf. Das ist der Bijoutier von der Plus, den hatte Franz Pommerel Stunde für seinem Tod mit einem unbekannten Begleiter für seiner Boutiquesfenster gesehen. An dem Kampf meint tatsächlich am Vio dem Pommerel sein Kompagnon vom 6. Juli 1906 zu erkennen. Der Prokureur will den Kampf dann noch direkt auf Bresel schicken. Aber die lässt sich aber nach ein paar Tagen lang fliehen. Nachdem sie da vom Park 75 Franken kriegt, für seine Reise auf Bresel sein Aufenthalt an der Belsch zu bezahlen, führten dann den 9. Juni 1914 endlich auch dahin. Ein Tag mehr später hiefte Georges Faber dann den Haftbefehl gegen den Fahrer und den Vio ab. War das geschieht? Aber der Kampf war ganz formell. Der Vio ist nicht dem Pommerel sein Begleiter. Der Mann, den hier gesehen hat, war relativ breit gewesen und den hat schwarz Haar gehabt. Hier ist immer so ein Punkt an der Geschichte. Es merkt den, dass die Leute hier Erinnerungen nicht unbedingt mit den Aussagen direkt nach Mord am Juli 1906 über den Nähe stimmen. Am Anfang ist nämlich Rede von einem jungen Mann, dem Moor schwächlich gewesen wäre, dem seine Kleider ein bisschen zu groß gewesen wären und den verlottert ausgesehen gehabt hat.
Der Kampf betont dann auch den Unbekannten, den hier 1906 gesehen hat un air vicieux gehabt, also boshaft ausgesehen. De Vio ging par contre nicht an das Bild passen. De Vio wär echtter blond an den het net dieselbeg Gesichtszich wie den Unbekannten. Den 10. Juni 1914 ginnt Mandat d'arrêt géint de Fort an de Vio wéi gesot opgehowen. An eng Extradition op Plötzeburg wie och net mi notwendig. Dat muss en harte Ku fir den Untersuchungsrichter Roch Faber gewichtcht sinn. 8 Joer Sexualmord geht also auch die nächst Hoffnung fleten, den Tod vum Franz Pommerell opzeklären. Da das aber noch net dann von der Geschichte, aber dann von einzelnen Akteuren. Genee, das beispielsweise so, dat de Fort nimmer nach eng Keier an offiziellen Dokumenter optaucht, die mir von tun. An da das süß de pur Main nur dem d'Enquête zu Lützeburg gehen hier angestalt gëtt. Wie in den Datum guckt, kann sich et bald denken. Das ist ein Todesschein. Der René Florentin Fort als vu 17 Millionen Mënschen, die am Ersten Weltkrieg umkommen. Hier stirbt am Alter von 27 Jahren den 19. Dezember 1914 an de Flandersfields op der Front zu Ypres an der Belge. Mort pour la France. Als Todesart als tuer à l'ennemi zu lesen. Dat war am Ersten Weltkrieg eng gängig Formel fir ze suen tuer en allant vers l'ennemi. An de Vio? Dem seg Spur verleiert sech komplett. Wie nach probiert iwwer seg hemischtsgemeng Plessé méi iwwer sei weidert liewen as ein Dode rauszufannen. Ma dabei hat man war kinderfollech. Wie geht es dann mal Mord Franz Pommerell weiter? Dem ist 5 Jahre mich spät nach einmal Schlagzeilen. Für richtig zu sagen, sein Fall wird politisch instrumentalisiert. Das geschieht 1919 an einem ultranationalistischen, oppefremefeindlichen, virulent antijüdischen Pamphlet. Die kommt von einer dementsprechenden Organisation mit dem Namen Lützebauer Nationalunion. An diesem Club steht nationalistische Bewegungen an Deutschland und Frankreich aus der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen an nicht nur. Das hält auch beispielsweise der Lützebauer Historiker Lucien Blau aus seinem Buch über die Geschichte vom Nationalismus zu Lützeburg fest. Der Blau befasst sich daran über 65 Seiten lang mit dem Gruppe, den 1910 für Studenten gegründet wurde. Daran an der Lucien König, auch bekannt als Sigi von Lützeburg, der später im Zweiten Weltkrieg auch der Groupement Patriotique et Démocratique mitgegründet hat. Das war der Vorläufer von der heutigen DP. Für es ganz kurz zu fassen, am Anfang kurz Nationalunion, demals nach Hanne mit einem Apostroph am Platz von einem U, viel französischen Nationalist Maurice Barrès inspiriert, später Benito Mussolini. Wir kommen mal zurück über Franz Pommerell. Den nimmt Nationalunion am November 1919 an ihrer Zeitung Nation an einem Artikel mit dem Titel Lützeburg Eldorado von den Verbrecher. Es fängt damit an, dass behauptet am Lützeburger Land gegen all ehrliche Leute durchgeschlagen. An erlenkt Mörder, Dave, Makroen, das sind Zuhälter, hätte nach Recht am Land zu leben. Da geht es weiter mit dem Krebs und unserem Volkskörper, fremden Park an der fehlenden Moral von der Frauenwelt. Frauen und Kanner müssten dann noch mit dem Revolver an der Hand bewacht gehen. Wenn die Nationalisten und Mörst kämen, da gingen all Mörder direkt am Prisungshaft und die Strick kommen, teilen sie. Das klingt ja bald wie Haut auf Facebook. Der Slogan von der Nationalunion ist Lützeburg zu Lützeburger. Ihr Message lassen über all die Jahre kein Spielraum für Interpretation. Ausländer und Juden heraus. Das wird zu kotzen. Als ein Dodischen ist der Petrus de Franz Pommerell taut an einer Lust für Mordopfer ab. Alldach gingen anderen Unschuldige von irgendeinem Bandit auf eine bestialische Manier hingeschlürcht gehen. Mörder gingen am Voraus wissen, dass ihnen zu Lützeburg nichts geschieht. Ging auch allemal ihn zum Tod verurteilt, da kennt den sich sicher sein, vom Grand Duc begnadigt zu gehen. Ist das dann noch am Fall Pommerell so? Nee, trotz viele Verdächtigen und Spuren bleibt der Fall bis heute, mehr wie 100 Jahre nach Verbrechen, ungeklärt. Dem Franz Pommerell mittlerweile schreibt Familie sich Uni sein Money, de Louis Rausch, taucht 1926 nochmal in der Zeitung auf. Und das als besonders ehrlicher Mensch. Ihr findet als Eisenbahn eng verloren Mappen mit Zuen und Dokumente am Zug von der Stadt auf Deutsch Ot. An der will hier gerne an den Proprietär zurückgehen und dafür hat er sich bei den Zeitungen gemeldet.
Tata hat Margareta Pomerell stirbt am Oktober 1929 am Alter von 61 Jahren. De Louis Rausch verscheet bald genau e Joer mich spät am Oktober 1930. Hat Staaten um Deut vun senger Frau verlos an zu Bett wo seg lächt meint bei der Familie verbrucht. Tja, a vum Franz Pomerell, dem sei Mäder nie fond gouf, schwätzt Kemei. Ja, an net ganz. George Faber, der mittlerweile nimi Untersuchungsrichter ass an der Tischenzeit Prokureur General an dem Mann Vizepräsident von der Cour Supérieure, huet ein Dossier nämlich nie aus der Hand ginn. Och net 1930 wie Bemol Brewer aus Kanada kommen sinn, dé sech op de Mord Pomerell bezeien. Mandat heier Dir an der nächster Episode vu Meng Deichter hemischt. Immer sonndes op Wort.lu am Mittwochs op allgängige Podcast-Plattformen. Meng Deichter hemischt as e Podcast vum Lützebauer Wort. Redaktion a Moderation se vum Steve Römmech a Sabrina Bockes, Sprech as sind Amelie Schröder a Marc Blasius, Titelmusik aus vum Christian Mertes, den Audioschnitt an de Sounddesign vum Marc Blasius, de Cover vum Mara Monen, an Grafik vum Mara Monen, Sabina Polanka a Christian Mertes.